Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Das ist die Familie Marti. Die Mutter Sandra ist seit 3,5 Jahren von ihrem Mann getrennt und lebt seitdem mit ihren 3 Kindern allein. Im Moment läuft die Scheidung. Darum gehen auch die Kinder noch vor Gericht. Also ich verstehe den Sinn darunter nicht, warum das sie uns jetzt befragt hat. Der blinde Hund von Patrick Mäder und seiner Familie ist sich langsam am Einleben. Plötzlich gibt es aber andere schlechte Nachrichten für die Familie. Ich habe ein bisschen Straubenmorgen hinter mir. Das ist der Moment, wo ich immer gehofft habe, dass er nie kommt. 3 Kinder aus Mexiko hat die Familie Hunkeler Flück adoptiert. Die älteste, Carmela, ist jetzt für ein Jahr zurück in ihr Ursprungsland. Hallo! Hi! Hier haben wir das Bett von der Mariana. Schön, mit ihnen zu reden. 3 Familien, 3 Welten, das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Gäwil im Toggenburg. Bei der Familie Hunkeler Flück gibt es heute Abend ein mexikanisches Znacht. Seit 3 Wochen ist die Austauschschülerin Paulina in der Schweiz. Zwiebeln. Zwiebeln. It's almost like Zwetschge. Ja. Zwiebel. Wer hat Hunger? Juri, willst du zuerst? Wenn wir gerade dir zuerst geben. Und willst du auch ein bisschen Frijoles? Hoppla, oi. 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 Abgestürzt. Tortillas. Ja. Broke. Ja. So, einen guten. Ja, scharf, gell? Der Paulina, ihr Deutsch ist noch nicht so gut. Sie kann noch nicht mitreden beim Nachtessen. Vor allem Natalia wünscht sich darum manchmal ihre Schwester zurück. Ich vermisse Camilla fest. Wieso weiss ich nicht? Ja, habe ich auch mit zum Streiten. Ist ja nicht so schlimm. Man darf seine Schwester vermissen, oder? Das ist eigentlich ganz normal. Ja, hat die jetzt ein bisschen überrascht. Aber das ist ja gut so. Da hast du nicht damit gerechnet. Also, dass Natalia ihre Schwester vermisst, das hat mich überrascht. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch nachvollziehbar, weil wir haben Natalia ja mit bald 5 Jahren haben wir sie adoptiert. Da war Camilla 6 und die sind halt fast wie Zwillinge aufgewachsen. Oder? Sie haben natürlich schon sehr eine enge Beziehung gehabt. Unterdessen 10'000 Kilometer weit weg. Carmela ist in Merida unterwegs mit ihrer Gastfamilie.
Also sie haben mich herzlich aufgenommen und sind von Anfang an mega nett zu mir gewesen. Und das freut mich, dass sie mich schon als Familienmitglied sehen. Und, ja. Mitglied. Familienmitglied. Ja. Familienmitglied. Die weife Gastschwester gefällt dir. Sie erinnert mich an meine beiden Geschwister, wie sie irgendwie etwas hat von der Jury, so halt das Aufgestellte, aber irgendwie auch an Natalia, so, dass sie die ganze Zeit labert und ja. Zurück in der Schweiz, zu Wetzikon. Die Familie Mäder ist früh auf mit ihrem blinden Hund Beckenita, der seit knapp einem Monat bei ihnen ist. Das kannst du mir noch in die Tasche tun. Weißt du welches? Der Leuchtring ist abgestellt. Den kannst du noch abstellen. Danke. Du alles vergisst. Ja, ich habe ein viel vergessen heute. Gell? So, danke. Komm. Nein, jetzt musst du kommen. Komm. So, Resta. So. Ich kann nicht so machen. Nein, ich mache es ja nicht. Schau, dass man nicht einklemmt. Da tust du doch noch ein bisschen so mit dem mehr schupfen, dass ich auch laufe. Dass ich weiss, dass ich muss gehen muss. Also tschüss, gute Schule. Tschüss. Ja. Danke. Ciao, Mami. Also, das ist alles. Adieu. Ja, gleichfalls. Viel Zeit miteinander haben Mäders nicht am Morgen. Der Patrick muss genug früh los mit der Beckenita, dass er rechtzeitig ins Geschäft kommt. Komm, Beckenita, bist du bereit? Avanti. Brava. Brava, vai. Beim Beck holt er jeden Morgen sein Mittagessen, ein Sandwich. Habt ihr einander schon ein bisschen angefreundet, ihr zwei? Ja, langsam. Langsam kommen wir aneinander. Ja. Schön. Genau. Dann ist es richtig. Was für ein Nötchen er in der Hand hat, das sieht der Patrick nicht. Aber er hat da so seine Tricks. Danke. Du weisst also ungefähr, was du noch hast. Und dann gehst du mal an und dann sagen sie dir, was du zu wenig hast. Aber in der Regel haben wir es, glaube ich, immer bereicht. Genau. Gut. Also, dann wünschen wir euch ganz einen schönen Tag. Gleichfalls, oder? So, komm, jetzt becken wir es jetzt noch ein bisschen voll. Komm, vai. Sini, fuori porta. Brava. Scala, vai. Vai. Der Patrick arbeitet im Zentrum von Wetzikon. In einer Softwarefirma betreut er Kunden. Weil er fast nichts mehr sieht, braucht er spezielle Programme, die ihm die Mail vorlesen. Das geht so schnell, dass man fast nichts versteht, wenn man nicht geübt ist. Der E-Rechnung. Punkt. Wie einfach E-Rechnungen abgewickelt werden können, erlebten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anlässlich unseres ersten Profits persönlich Anlasses. Hallo Patrick betrifft. Postfinanzschulung haben wir an die Wünsche erhalten, siehe. Anhang. Wir werden nicht ganz schlau, was mit dem Thema ABCD-Level gemeint ist. Kannst du uns darüber aufklären? Vermutlich müsste man dies auch in die Demo einbinden. ABCD-Level aufzeigen, wie das in der Software gelöst ist. Aus welchem XML übernimmt die Software welche Informationen Auswirkungen von Fehlern? Wenn er Mail beantwortet, dann wird ihm vorgelesen, was er schreibt. Das ist anstrengend. Aber der Patrick hat sich mit den Jahren langsam daran gewöhnen. Als ich angefangen habe mit diesen Softwaren, wo mir das vorlesen oder eben die Farbe kehren, da habe ich vor allem geschaut und ein bisschen gelesen. Und das hat sich so wirklich stark geändert. Heute höre ich mehr. Da sehe ich vielleicht so, also wenn ich aufs A gehe, sehe ich vielleicht so 3 Buchstaben ANS und dann ist es fertig. Ohne dass ich dann irgendwie anfange, Kopf zu drehen oder mit den Augen am Wort nachgehe. Gerade nebenan arbeitet Patrick, sein Chef. Ihm gehört die Firma.
Der Patrick konnte ihn überzeugen, dass er trotz seiner Augenkrankheit ein wichtiger Teil für die kleine Firma ist. Es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, wir ergänzen uns da gut. Und von dem her, ich bin froh, haben wir ihn im Team, weil es tut, glaube ich, auch allen anderen Leuten gut, um ihn dabei zu haben, weil es einfach aufzeigt, was alles möglich ist, auch wenn man eine Behinderung hat. Also, ich meine, die Leistungsfähigkeit und der Wille und der Einsatz von ihm, der da ist, das ist schon vorbildlich. Unteribrig im Kanton Schwyz. Da wohnt die Familie Marti. Mami! Hast du es letzte Woche? Die hat wieder ein Mixer nicht schön versorgt. Sie sagt uns immer, wir sollen den schön einrollen. Sie selber macht es gleich nicht. Für ist schön super. Ja, das stimmt. Fiona ist in Bachlaune, obwohl der heutige Tag eigentlich kein Zuckerschlecken ist. Also heute gehen ich, Kim und Dominik vor Gericht. Also was uns genau erwartet, wissen wir auch nicht. Wir haben so Briefe bekommen, da ist drinnen gestanden, also Sie haben Fragen und falls wir noch Fragen haben, können wir die dort auch stellen. Und was uns genau erwartet, wissen wir auch nicht, das sehen wir dann heute. Die Eltern von der Fiona und ihren Geschwistern haben sich vor 3,5 Jahren getrennt und stehen kurz vor der Scheidung. Für ein endgültiges Scheidungsurteil werden die Kinder heute noch zuerst vor Gericht angehört. Das ist ihr Recht, aber auch freiwillig. Also ich selber habe eigentlich keine Frage, aber wenn es momentan weiterhilft, wie vor Gericht gehen oder auch, weil die Anwälte haben es ja für gut empfunden, wenn wir die Kinder auch aussagen, dann finde ich das ja, gut. Als die Eltern die Trennung angekündigt haben, ist das für Fiona wie ein Hammerschlag gekommen. Am Anfang war es natürlich ein Schock. Ich weiss noch, in der 6. Klasse bin ich. Ich hatte natürlich voll Emotionszusammenbruch. Voll. Also ich habe nachher den ganzen Tag gebrüllt in der Schule. Ich wollte alle erfahren, dass meine Eltern sich trennen, haben natürlich alle Schock gehabt, weil das kennt man halt noch nicht dahin. Aber jetzt ist es eher modern, will ich sagen. Also modern, es ist in der heutigen Zeit, wenn sich viele entscheiden. Das will ich eigentlich mit dem sagen. Aus. Bist du bereit? Fiona? Hast du etwas zu essen und drucken? Okay. Oh, Fiona, jetzt läufst du wieder mit den Schuhen. Kann die Schuhe draussen an tun? Oh mein Gott, Mama, ich will Kuchen. Darf ich Kuchen? Schnell. Ja. Nicht nur die Fiona, sondern auch der Dominik und die Kim können sich nicht recht vorstellen, was man am Gericht von ihnen will. Also jetzt habe ich noch keine Idee, was ich sagen würde. Weil ich ja eigentlich auch nicht vorhatte zu gehen. Aber irgendwie hat mich zwar mit der gleich dort angekreuzelt. Und dann habe ich gedacht, ja komm, wenn sie halt schon angekreuzelt hat, will ich auch hören, was Fiona und Dominik zu sagen haben. Und ja. Für die Kinder ist es schon wichtig. Also, dann können sie auch sagen, wie sie die Sachen empfinden. Sie merken dann auch, dass sie nicht einfach nur so ein Ping-Pong-Ball sind. Ganz genau weiss ich auch nicht, wie das vonstatten geht. Weil, ich habe das vorher noch nie durchgemacht und wird es hoffentlich auch nie mehr müssen durchmachen. Ja. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Das ist nur Durst. Oder ich muss halt den Fenster stehen lassen. Ja, okay. Gehen wir? Ja, komm, ich schreibe. Der Gerichtstermin ist die Schweiz. Angehört werden die 3 Kinder einzeln. Die offizielle Scheidung rückt jetzt immer näher. Es ist in dem Sinne ein wichtiger Tag. Es ist wieder ein Schritt weiter. Es ist wieder etwas, das abgehakt ist.
Juri, die jüngste Adoptivtochter von der Familie Hunkeler-Flück, macht mit ihrer Schulklasse einen Ausflug. Also, wir sind jetzt hier im Tierpark und das ist ganz ein besonderer Tierpark, weil da laufen Rehe und Hirsche frei herum. Für da kommen die alle so ein Büchse über, drinnen hat es Futterwürfel. Ihr könnt entweder im Rucksack einpacken oder mit euch mittragen, dass ihr gar füttern könnt. Zusammen mit ihren 6 Kameradinnen und Kameraden ist sie momentan für 1 Woche im Klassenlager und heute eben im Tierpark zu Goldau. Die Juri geht an eine heilpädagogische Schule für Kinder mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Komm, ich probiere es, ich komme mit dir mit. Daheim in Gäwil ist die Mutter von der Juri, Denise, mit dem Hund Therese am Spazieren. Sie und ihr Mann haben Juri, wie ihre anderen beiden Kinder, aus einem mexikanischen Kinderheim adoptiert. Schon bei der Adoption war klar, dass die Familie psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen muss für ihre jüngste Tochter. Juri hat keine Diagnose. Also sie ist schwer traumatisiert, das weiss man durch ihre Situation. Sie war ja Strassenkind in Mexiko. Dort weiss man halt nicht, was sie alles erlebt hat. Man kann sich mit der Fantasie vorstellen, dass das ja wahrscheinlich nicht wirklich schöne 1,5 Jahre waren. Sie hat 1,5 Jahre in einer Kindergruppe auf der Straße gelebt und durch da natürlich viel erlebt und viele Verletzungen erlebt. Und vor allem sind für sie Erwachsene Finden gewesen, oder? Weil wenn ein Erwachsener gerufen hat, hat das ja nichts Gutes geheissen. Und Erwachsene haben sie geschlagen, Erwachsene haben sie demütigt. Als Erwachsene sind für sie ganz schlimm gewesen. Aus diesem Grund ist nach dem Kindergarten klar geworden, dass die Juri nicht in die normale Schule gehen kann. Sie hat einen Entwicklungsrückstand durch die Geschichte, die sie hat. Und wahrscheinlich wird sie den nicht mehr, im intellektuellen Bereich, sage ich jetzt, wahrscheinlich nicht mehr wirklich aufholen. Aber in meinen Augen hat sie ganz viele andere Qualitäten, die das aufwiegen. Und sie ist glücklich und das ist für uns die Hauptsache. Gehen wir hier die Bären und die Wölfe anschauen? Dann sind wir da gewesen, sind wir Genau, den ringsum. Genau. Ja. Sind wir doch... Dafür einmal den Parkour machen. Das sind wir... Alles so denn? Dass die Juri anders ist als ihre beiden anderen Adoptivkinder, das haben die Eltern gerade sofort gemerkt. Trotzdem war klar, dass sie die Juri wollen. Von Anfang an haben wir gesagt, wenn wir adoptieren, dann nehmen wir, was sie für uns vorgesehen haben. Weil wenn ich ein Kind auf die Welt gebracht hätte, hätte ich auch nicht das anschauen und sagen, boah, gefällt mir nicht, soll nehmen, wer will. Also, wir sagen manchmal zueinander, es hat niemand gesagt, es sei einfach oder es wird einfach. Das Leben ist nicht einfach und eigentlich wächst man an dem, was halt eben nicht so einfach ist. Und ich will keine Minute, ja, es gibt vielleicht schon ein paar Minuten, wo ich nicht mehr durchstehe. Aber den Grossteil will ich nicht, dass ich es nicht erlebt hätte. Die Juri ist jetzt 12 und hat noch ein paar Jahre Schule vor sich. Bei Mäders zu Wetzikon sind die Kinder etwas aufgedreht. Patrick hat Feierabend und ist mit der Pekenita auf dem Heimweg. Mäders haben Besuch. Und hier sind schon alle fleissig am Arbeiten. Sie brauen ihr eigenes Bier. Esther ist mit ihren 2 Buben vorbeigekommen, weil sie regelmässig mithilft bei diesem Event. Fleisch ist es möglich, dass ich eine... Mein Mann kennt den Pedi von früher.
dann hat der Paddy uns angefangen zu erzählen, eben, der Bier brauen. Und ich habe noch nie Bier gebraut, aber ich trinke es sehr gerne. Und mein Mann hat gar nicht gerne Bier. Dann habe ich gesagt, ich würde auch gerne mal einfach mitmachen beim Brauen. Und dann hat der Paddy gesagt, ja, er wäre eigentlich noch froh. Grüezi. Ciao. Hoi. Hoi. Gibst mir keinen Schmutz, ich bin nicht deine Frau. Das merke ich noch. Das merke ich noch. Ja. Hey! Hey! Hey, kannst du helfen? Heute füllen sie ihr Gebräu in Flaschen ab. Ein Teil des Brauprozesses ist nämlich schon abgeschlossen. Sie machen ein Dinkelbier. 100 Liter gibt das. Für einen Eigengebrauch und für Kollegen. Weil es Freude macht. Alles, was man irgendwie produzieren kann, das hat mich irgendwie schon immer ein bisschen gereizt. Ja, irgendwie bin ich so aufs Bier gekommen, das Gefühl hatte, das wäre auch eine Idee. Und dann habe ich dann angefangen zu lesen. Wahrscheinlich etwa über 4-5 Jahre habe ich mich immer wieder so ein bisschen damit beschäftigt und eingelesen. Und dann habe ich dann einmal einen Kurs noch besucht. Und seitdem machen wir es jetzt. Patrick weiss genau, wie das Brauen geht. Aber allein kann er es trotzdem nicht, wegen den Augen. Haben ja alle in dieser Reihe schon in Lebensgeld? Ja. Und jetzt noch eine. Das ist der letzte? Ja. Juhu! Es ist natürlich so, du musst, wenn ich es nicht sehe, brauche ich natürlich schon jemanden, der mir hilft, oder? Nach 2 bis 3 Stunden ist alles geschafft. Zurück in die Schweiz. Die Anhörung von der Sandra ihren 3 Kindern beim Gericht ist vorbei. Sandra war bei den Gesprächen nicht dabei. Sie ist gewundert. Was wollte die Richterin genau wissen von euch? Was hat sie so gefragt? Ja, so irgendwie habe ich gedacht, sie fragt nur so Sachen über die Scheidung und so. Also halt nur über die Scheidung, aber irgendwie hat sie noch so Sachen gefragt, so über die Schule und Kollegen und was meine Hobbys sind und so. Hobbys hat sie mich nicht gefragt. Mich schon. Was hat sie denn bei dir gefragt? Aber sonst auch von der Schule, Dominik? Alles außer alles. Also die Hobbys. Und was hast du erzählt von der Schule? Nein, sie hat einfach gesagt, was ich einst werden will. Hat sie mir auch gefragt. Na, was habt ihr gesagt? Habt ihr etwas gewusst? Nein, ich habe aber keine Ahnung, was ich werden soll. Also hast du nichts gesagt wegen Webdesignerin oder so? Ja, nein, das will ich auch nicht werden. Also ich verstehe den Sinn darunter nicht, warum das sie uns jetzt befragt hat. Oder ich finde, ist unsere Meinung auch wichtig, weil wir sind schliesslich an der ganzen Scheidung beteiligt. Ja, aber zum Beispiel die hat uns reingezogen. Sie haben voll nicht reingezogen, weil wir selber aussuchen können, wir gehen oder nicht durchschauen. Nein, weißt du, du meinst es nicht so. Ob sie sich scheiden oder nicht. Wir können sagen, ja komm, jetzt tun wir ja. Das stimmt ja auf eine Art schon, Dominik. Ja. Das war eine Entscheidung und ihr habt einfach müssen mitziehen. Kaum daheim gibt es etwas zwischen 10. Der Dominik muss schon wieder gehen. Er hat Turnen. Tschüss, Mami, adi gern. Gell noch ein bisschen Kürbissuppe aufbewahren? Ja.
Nach dem emotionalen Nachmittag ist die Stimmung immer noch geladen. Du hast das Nattel weg vom Tisch. Jetzt? Ich muss schauen, wann. Das Nattel eckt manchmal an und sie meint sowieso momentan, sie kann sich alles erlauben. Genau. Ja. Wenn wir jetzt heute schon gesehen mit den Schuhen in der Wohnung und... Kannst du sagen, dass sie noch nie mit den Schuhen in der Wohnung umeinander gelaufen ist? Das sind wir alle schon. Nein, Eben. ich auch. Aber nur, Eben. wenn ich etwas holen muss. Und sie darf mit den Stöckelschuhen in der Wohnung umeinander. Das Nattel hast du auch schon am Tisch gehabt. Ja, nur Ja, etwas schreiben. aber du sagst wirklich nur, Weißt du, es ist was wichtig. mega- Es ist wichtig, Eben. du musst schon etwas schreiben. Das machst du wirklich. Himmel! Von wem haben wir es echt? Aber im Eben. Normalfall nicht, das ist wirklich selten. Nein, im Normalfall. Keiner ist normalvoll. Okay. Normal oder nicht? Über das wird viel gestritten. Bei der Familie Marti zum Glück immer mit einer Prise Humor. Du kannst nicht einschlafen. Oh, das ist ein Zeichen. Ja, vielleicht darfst du. Zwetzike ist eine müde. Aber ins Bett will sie trotzdem Ich nicht. will mit Mami reden. Hm? Dass du darfst. Oh, das wäre doch. Hm? Mhm. Ich will nicht gerade ins Bett. Wenn nicht jetzt geht, kannst du noch Zähne putzen und dann schauen wir. Hä? Ja. Oh, das ist ein bisschen schwer für dich. Ja, also, wo ist denn das Mami? Frag sie nachher. Komm, gehen wir da, also ich sage das. Aber dann musst du aber nachher wirklich folgen. Das neue Familienmitglied, der blinde Hund Beckenita, hat sich bei Mäders gut eingelebt. Vor allem die Maria hatte am Anfang Bedenken gehabt. Die sind aber definitiv weg. Ich habe immer Freude am Abend, wenn der Paddy heimkommt mit ihr. Also muss immer schauen, dass ich am Paddy auch noch Heu sage. Ja, nein, also sie ist goldig. Also ich habe zum Patrick heute gesagt, am Telefon, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, wenn sie jetzt weggeht. Also ich hätte Mühe, ja, nach so kurzer Zeit. Ja, es ist ja noch nicht sicher, ob sie Ja. die Prüfung bestehen und das muss klappen. Aber ja, es wäre jetzt wahrscheinlich schon relativ bitter für alle. Ne? Also den Gedanken will ich mir jetzt gar nicht daran gewöhnen. Also denken, irgendwie musst du das jetzt einfach gut machen. Der Patrick und Beckenita müssen nach 6 Monaten die Prüfung machen. Erst dann ist klar, ob sie definitiv bleiben darf. Romanshorn am Bodensee. Der Viktor Hunkeler wartet auf eine grosse Lieferung. Heute kommt eine ganz grosse Garage. Die hat eine Breite von 3 Metern und eine Länge von 57. Das ist ein riesiges Möbel. Braucht einen speziellen Transport, braucht eine Bewilligung für den Transport. Es wird uns vorgeschrieben, wie man fahren müssen. Ist relativ speziell. Seit 27 Jahren ist der Viktor mit Leib und Seele Chef von einer Firma, die Fertiggaragen verkauft. Für seine Verkaufslust ist er sogar in der eigenen Familie berüchtigt. Also grundsätzlich ist es so, selbst wenn man eine Garage hat, hat man vielleicht das Bedürfnis für eine zweite oder für eine dritte. Das ist so. Im Bekanntenkreis wissen sie das. Das ist schon passiert, dass mich Freunde darauf angesprochen haben und gesagt, gell, ihr seid eingeladen, aber ich kann dir nichts abkaufen, ich habe schon eine Garage. Und trotzdem weiss ich mehr als einen Fall, wo es am Schluss eine Garage gegeben hat. Die Garage ist schon verkauft und muss jetzt 30 Kilometer weit in den Vorort von St. Gallen transportiert werden. Auf dem gleichen Weg ist die Frau von Viktor, Denise. Heute gehe ich jetzt auf St. Gallen und habe 2 Klassen vom 2. Lehrjahr von der Fachfrauenfach Mannengesundheit. An 3 Tagen in der Woche geht Denise in St. Gallen Schule. Auf dieses Jahr hat sie ihr Pensum wieder erhöht, jetzt wo die Kinder grösser sind. Also mir bedeutet das Unterrichten sehr viel. Und es ist einfach ganz eine schöne Abwechslung, um
Hausfrau, Mutter, Ehefrau, Hundesitter, was ich sonst noch so alles mache, ist einfach ein ganz schöner Ausgleich, der mir wahnsinnig viel bedeutet und den ich ganz gerne mache. Und da schöpfe ich auch ganz viel Energie nachher wieder aus diesen Tagen. Dass Tönnies ungestört unterrichten kann, gibt es einen Handyparkplatz. Gerüchte halber gibt es solche, die gefakte Handys dafür tun. Und ihr Handy, also jetzt nicht in dieser Klasse natürlich, nicht in dieser Klasse, aber das soll passieren. Ich möchte Sie zum heutigen Unterricht begrüßen und wir möchten heute weiterfahren mit dem Thema, das wir letzte Woche gestartet haben, das barrierefreie Wohnen. Da haben Sie eine Gruppenarbeit dazu gemacht. In der Zwischenzeit ist der Viktor mit seiner Garage zu Weitenbach angekommen. – 21 Tonnen müssen da herumgelüpft werden. Nicht nur das ist ein Kraftakt. Hin und wieder ist es tatsächlich so, dass man als Eltern das Gefühl hat, man funktioniert noch, man ist Servicestelle für die Kinder, man hat beide einen anspruchsvollen Job, man will alles gut machen. Und manchmal schaut man sich am Freitagabend an und sagt, wo sind eigentlich wir? Und dann stellt man fest, ja, wir sind jetzt einfach müde. So eine Garage kostet 15'000 Franken. Da darf kein Fehler passieren. Gut gemacht. Perfekt. Sehr gut. So, Herr Grätzer, darf ich Ihnen gratulieren zu der neuen Garage? Vielen Dank. Ja, freut mich. Freut mich. Es ist immer schön, wenn das Baby da ist. So ist es auch. Und na, es passt tipptopp. Am Mittag hat der Patrick genau eine Stunde Zeit. Was sagt er? Er nutzt die, um mit der Pequenita zu üben. Brava. Brava, vai. Vai, du weißt bis wohin? Vai. Non Pequenita, vai. Pequenita, vai. Sie macht aber nicht immer das, was sie sollte. Heute war eher ein bisschen anstrengend. Ja, sie hat sich ein bisschen fest ablenken lassen, was sie natürlich nicht sollte. Libera. Ich glaube, das wäre gelogen, wenn man würde sagen, es ist alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist es garantiert nicht. Also im Moment ist es wahrscheinlich eher noch ein bisschen anstrengend. Also einfach, weil alles noch verkrampft ist, auch von meiner Seite her. Befehl noch nicht gerecht kannst und so weiter. Ich glaube, das sind schon Sachen, wo jetzt auch, wenn man fragt, ja, ist denn jetzt eine Erleichterung? Schon. Ich könnte jetzt das nicht nur mit Ja sagen, weil einfach, man muss sich noch so aneinander gewöhnen. Der Patrick hat mit 18 die Diagnose bekommen, dass er eine unheilbare Augenkrankheit hat und blind wird. Es ist eine Erbkrankheit. Er und seine Frau Maria probieren sich wegen dem nicht allzu viel Sorgen zu machen. Schau mal mit dem Messerli. So. Soll ich mal schauen? Ah, das ist ganz laut, das ist gut. So. Hä? Milchschrank. Ich habe einen Strubenmorgen hinter mir. Also früh aufgestanden. Und wir haben heute einen Arzttermin mit der Jolin. Ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, weil ich finde, sie macht alles gut und ist in der Entwicklung sehr gut dran. Aber bei der Augenkontrolle, beim Sehtest, hat sie auf dem rechten Auge sehr schlecht gesehen. Und das müssen wir jetzt genauer anschauen. Bei so einem Befund kommt die Angst auf, dass die Kinder Patrick seine Krankheit geerbt haben könnten.
Bei uns ist es halt einfach ein bisschen, ich sage jetzt ein bisschen vorbelastet. Oder das, ja, hat man halt gerade ein bisschen Schiss. Und das hat mich jetzt gerade ein bisschen zur Bahn rausgerührt, am Morgen früh schon. Ja, jetzt müssen wir einfach warten. Wir können zum Augenspezialist gehen, jetzt nächstens dann gerade. Und dann wird es dann genauer angeschaut. Aber ich denke jetzt auch mal, nein, es ist nichts. Aber irgendwie hat gleich drin ist jetzt ein bisschen die Angst, dass da jetzt eine Hiobsbotschaft kommt. Aber ich hoffe es jetzt nicht. Sag. Super. Maria hat mir angerufen und mir das erzählt natürlich. Und ja, es ist ein Schlag, es ist wirklich ein Schlag. Aber wir wissen es ja noch nicht. Also von dem her kann man eigentlich gar nicht von einem Schlag reden im Moment, sondern ja, das ist der Moment, wo ich immer gehofft habe, dass er nie kommt. Ich sage nicht, dass er da ist, aber das ist einfach das, was du immer hoffst, dass das nie kommt. Das war ja der Grund, wieso ich relativ lang, oder dass wir auch länger kein Kind hatten, oder eher spät Kind hatten, so muss ich sagen. Weil ich habe immer gesagt, das will ich eigentlich nicht mehr so einem Kind dann sagen. Nicht sich verrückt machen, nicht sich etwas einsteigern, sondern sagen, es kommt schon gut. Irgendwo. Und wenn es nicht gut kommt, dann müssen wir schauen. Da. Komm, wir gehen. Komm, begleiten, wir gehen, komm. Haben wir alles. Komm. 2. Begleiten, bitte, komm. Mérida in Mexiko. Das ist das neue Zuhause von der Carmela, der ältesten Tochter von der Familie Hunkeler-Flück. Hallo. Hi. Kannst du noch Deutsch? Ja, hallo. Hä? Ja. Juri hat nicht kommen. Sie hat gesagt, sie will nicht Spanisch reden. Ich kann noch Deutsch reden, Mann. Schau mal, ich kann immer noch Deutsch. Juri, ich kann immer noch Deutsch, Mann. Geht's mit dem Spanisch? Versteht ihr euch? Wenn ein paar Sachen verstehe ich ja nicht wirklich, also noch nicht so. Und dann tun sie einfach versuchen auf Englisch. Aber ja. Das wird nach dem Jahr wird auch gut sein. Ja. Zeig mal das Zimmer. Okay, warte. Also ich versuche es irgendwie. PC, oder? Ja. Ich versuche es irgendwie. Also da. Da haben wir mal Kleiderschrank so. Aber da ist in der Mariana ein Teil ist mir da. Dann da haben wir das Bett von der Mariana. Nein, das ist der Mariana ihres und da ist meins. Okay. Das ist ein Fernsehzimmer. Lorena Bär. Ja. Bär haben wir jetzt auch noch gesehen. Ja. Hasta pronto. Hasta luego. Sie. Okay. Carmela fühlt sich im Moment wohl in Mexiko. Auch wenn sie den Kontakt zu ihrer Familie in der Schweiz schätzt. Es war schön, mit ihnen zu reden und zu erzählen, wie es hier läuft und wie es bei ihnen so läuft. Und ja. Aber ich habe kein Heimweh. Unteribrig im Kanton Schweiz. Sandra hat viel vor. Sie kocht einen Fünfgänger für 3 Arbeitskolleginnen von der Metzg. Sie sind ein richtig gutes Team beim Arbeiten. Sie sind zwar alle recht jünger als ich, aber ja, irgendwie kommen wir gut raus. Wir machen auch einmal im Jahr machen wir einen Ausflug miteinander. Es macht schon auch noch Spass, wenn irgendwie sonst noch ein bisschen Zusammenhalt hast, nicht nur bei der Arbeit. Sandra hat sich entschieden, weiter mit diesen Frauen in der Metzg zusammenzuarbeiten. Sie wollte ja etwas Eigenes machen und Pächterin werden vom Restaurant auf der Sprungschanze zu Einsiedeln.
Ich habe dort abgesagt, und zwar aus dem Grund, weil die Kinder einfach noch zu klein sind. Es wäre ein Traum von mir, es wäre genial gewesen, aber es wäre nicht gegangen. Ich hätte den Kindern recht machen, ich hätte in allen auf eine Art recht machen, und der auf der Strecke geblieben wäre, wäre dann wieder ich gewesen. Und ich denke, in ein paar Jahren, wenn die Kinder grösser sind, wird es eventuell, oder ich glaube jetzt einfach daran, dann kommt wieder eine andere Chance oder etwas anderes, wo ich dann sagen kann, jetzt ist die Zeit da, jetzt ist die Zeit reif und jetzt kann ich meinen Traum verwirklichen. Die Kinder brauchen sie auch während der Vorbereitungen für die Nacht. Sandra muss noch schnell ein T-Shirt von Dominik glätten. Ich bin noch nicht dazu gekommen zum Glätten und jetzt muss man es halt schnell machen. Der Dominik hat heute ein Konzert mit dem Blasorchester von der Musikschule im Altersheim. Er spielt Euphonium. Schon passiert. Mami? Hund? Die Mami fährt ihn schnell. Auch das muss noch drin liegen. Wieder daheim geht es an die Tische für das grosse Dinner. Schon bald kommen Gäste. Für die Fiona gibt es nur eine kalte Nacht. Sie muss schon gleich aus dem Haus. Also heute bin ich wegen Kinderhüten auf die 7:30 gepresst. Sandra ist im Element. Das Timing für die Gäste ist perfekt. Jetzt mache ich schnell den Apero, dass wir anstoßen, wenn sie kommen. Ja. Die 3 Arbeitskolleginnen freuen sich, dass Sandra ihnen in der Metzg auch in Zukunft erhalten bleibt. Schön, dass ihr da sind. Wir haben gemerkt, dass wir alle die gleiche Wellenlänge haben. Und gerne, wir arbeiten alle eigentlich gerne. Und ich denke, wir helfen einander auch. Und wir haben es gut und wir denken alle ungefähr auch gleich. Sehr fein. Das ist wirklich gut. Und nächste Woche bei Familiensache. Der Jolene ihre Augen beschäftigen die Familie Mäder weiterhin. Die Angst, sie könnte die Krankheit vom Vater geerbt haben, sitzt immer noch im Nacken. Ja, irgendwie ist einem bewusst worden, dass das Leben so schnell ändern kann. In Mexiko läuft es nicht so, wie sich das alle gewünscht haben. Gamela fühlt sich in der Familie, wo sie drin ist, nicht wohl. Und auch in der Schule wird sie so ein bisschen wie gemobbt. Bei Martis steht nach einer emotionalen Zeit Plausch auf dem Programm. Sie gehen zusammen ins Alpamare. Dass wir mal alle wieder so andere Gedanken kommen und sagen wir mal den Alltag ein bisschen vergessen. Das und noch viel mehr Geschichten gibt es heute in einer Woche bei SRF bei den Leuten Familiensache.
Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.